So, und weiter geht's. Ich musste zwar den Kampf neu machen, aber was soll's. Wir haben es geschafft, Leute. Kid Buu ist endlich Geschichte. Wir haben gewonnen. Ist die Story jetzt schon vorbei? Also wenn das nicht ein episches Schlussbild ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. どうやらうまくやったようだな。魔人ブーの木は完全に消滅した。やったー！父さん。やったのか？魔人ブーは？やったんだな。地球の将軍聞こえるか？格闘技世界チャンピオンのミスター・サタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。ああ死んだ。恐怖から解放されてるんだ。 Ja, wieder mal typisch. Alle jubeln dem Mr. Satan zu, obwohl er gar nichts gemacht in diesem Spiel war. Und die Idee ist es furchtbar peinlich. Sogar die Kinder haben sich so gefreut und das, obwohl sie in diesem Spiel gar keinen Auftritt hatten, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit Trunks oder Goten angetreten wäre. Oh, schon die Credits. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Es ist wirklich schon vorbei? Moment mal. Das kann so nicht ganz stimmen, denn wir haben doch im Intro gesehen, dass zumindest noch der vierfache Super Saiyajin Gogeta auftauchen sollte. Plus, Moment. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den falschen Namen sage. Doch, es war doch Omega Shenron oder Super Omega Shenron. Mann! Ich weiß den Namen nicht mehr. Moment mal, der 1 Stern drauf heißt doch Xing Long und dann der mit allen Sternen zusammen heißt doch dann in seiner ultimativen Form Omega Shenron. Na was soll's, ist auch egal. Die Credits, Leute, das bedeutet, das Spiel ist zumindest vom, ja, das muss man sagen, vom größten Story-Modus her beendet. Hier sehen wir noch, wie das Ganze ja, mit den Katzen so abgelaufen ist. Ich glaube sogar, das sind die originalen Szenen aus dem Spiel, oder? Da sind noch ein paar Szenen dabei, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also zumindest bei Burst Limit war es noch so, dass es am Schluss ein paar zusätzliche Szenen gab, aber sonst, ich denke, es dürften soweit alles sein. Okay! Credits gleichzeitig bedeutet mit meinem persönlichen Fazit. Was lässt sich über dieses Spiel sagen? Erstens mal, es war teuer. Zweitens, es war zu teuer. Drittens, es war scheiße. Nein, so schlimm schon nicht. Also, naja, wohl. Na gut, ich muss das Ganze ein bisschen weiter ausholen. Also Cutscenes und natürlich auch die animierten Zwischensequenzen im wirklich neuen, was heißt neuen, doch ist eigentlich relativ neuen, Dragon Ball Kai-Style mit HD und so, war echt 1A, muss ich sagen. Von Soundtrack konnte man auch nicht viel dagegen einwenden. Das Menü und so war auch schon so, schön sortiert. Und ja, ihr merkt schon, ich komme langsam auf die Schönheitspunkte zu sprechen, weil mir langsam sicher die positiven Faktoren ausgehen. Und jetzt kommen wir zu den negativen. Erstens, viel zu wenig Charaktere, vor allem in der Buu-Saga. Den erwachsenen Gohan gibt es nur in seiner Ultimate-Form, sonst nicht, und die Kinder, sprich Goten und Trunks, oder Kid Trunks, die gab es überhaupt nicht zu spielen, nur als Fusion, sprich als Gotenks. Ja, sehr schön. Okay, hier sind ja noch ein paar Charaktere, vielleicht sind, was? Hero Chill, Hero Clock, Hero Cool, Hero Grill, was soll das sein? Japanese Voice Cast, achso. Ja, die Sprache, genau, die Sprachauswahl. Da könnte ich auch noch kurz was sagen, das sehe ich eher neutral, weil ja, Japanisch und Englisch ist sowieso immer dabei, dass es keine deutsche Sprachausgabe gab.
war eigentlich vorherzusehen. Natürlich etwas schade, aber mein Gott, was will man machen? So betrachtet war die englische ja, vielleicht besser zu verstehen, aber die japanische hat halt mehr Skill, finde ich. So, wir sind hier jetzt schon zu Ende, sehe ich, weil ein kurzer Abspann, meine Güte. Oh, da kann noch zusätzliche Szenen. Da bedeutet eigentlich, kann ich mit dem endgültigen Fazit noch warten. Doch trotzdem noch etwas. Ja, ein kurzer Negativaspekt noch. Nebst der viel zu kurzen Charakterauswahl natürlich auch das Kampfsystem, das einfach nur beschissen vom Zufall abhängig ist. Meine Fresse. Aber okay, scheint, als ging es direkt weiter. Also jetzt mit dem Kampf gegen Janemba. Das war ja wieder ein Bosskampf, das war jetzt noch aus den Trailern. Oder geht es direkt weiter mit... Ja, fällt mir jetzt der Name ein. Hildegard war es, genau. Oh. Okay, nein. Das ist... Was ist denn das für eine Grafik? Was ist denn das für ein Grafikfehler, ey? Der Heilige Giant geht durch die Haare, als wäre er von den Haaren aufgespitzt worden. Ja, der ist nicht übel. Okay, ich bin ein dreifacher Super Saiyajin, das heißt, er hat massig viel Power. Oh nein. Nein, ich will doch eigentlich noch einen Dragon Ball holen, aber sicher nicht den da drüben, der ist mir ein bisschen zu... Mann, sagt er ein bisschen zu mühsam. Den wollte ich, so. Gehen wir noch schnell zu dem und dann ab ins Jenseits. Da Goku den Heiligenschein hat, kann es eigentlich nur bedeuten, dass wir den Dragon Ball automatisch bekommen. Nein, das eigentlich nicht. Nein, es kann nur bedeuten, dass wir gegen Janemba antreten müssen. Beim Kampf gegen Hildegard war ja Goku wieder am Leben. Ist sowieso, also der Kampf gegen Hildegard, auch vom Film her, ist eigentlich der einzige Film, der wirklich im Anime eingefügt werden könnte. Weil der gegen Janemba, der geht rein logisch betrachtet überhaupt nicht. Also den kann man mit dem Anime eigentlich gar nicht assoziieren. Oh nein, nicht schon wieder. Emadaios Palast. Im Jenseits werden alle, die sterben, auf Emadaios Entscheidung hin in den Himmel oder die Unterwelt geschickt. Sprich die Hölle. Was ja sowieso allen klar ist. Die bösen Herzen der Geister, die in die Unterwelt geschickt werden, was? Die Hölle werden hat sie ja eigentlich noch. Werden in der Seelenreinigungsmaschine gereinigt, ja. Deshalb heißt sie auch Seelenreinigungsmaschine, wa? Dämliche Übersetzung, ey. Die Seelenreinigungsmaschine, wie oft ist wohl das Wort noch, reinigt die Geister, indem das böse Ki herausgewungen wird. Wie eine Waschmaschine oder was. Wum, wum, wum. Doch der Tank ist im Moment voll von bösem Ki. Mit dem Leeren des Tanks ist der berüchtigte Faulpelz Ogre Saike betraut. Was, der hat sogar einen Namen? Wusste ich noch gar nicht. Interessant. Heute ist der Ogre wieder mal nachlässig mit seinen Pflichten. Er bemerkt nicht einmal, dass der Tank schon bald überläuft. Emma hat die Machtgeräte übersehen. Was? Nutzungswendige Gesetze, die so halten die Welt selbst nicht stabil was. Hä? Was ist denn jetzt der Scheiß hier? Okay, das überspringen wir jetzt mal, weil das war gerade etwas seltsam, kann man sagen. Okay. Also der Tank ist überlaufen und ja, jetzt kommen die ganzen bösen Geister zurück, weil irgendwie die Dimensionsmauer zwischen dem Jenseits und dem Diesseits gesprengt wurde und dieser seltsame Typi, sprich der Aushilfskellner, der Aushilfsmitarbeiter, der wurde zu diesem bösen Monster hier. Oh. Wir haben zwar gerade Freezer und Cell noch gesehen, aber offenbar kämpfen wir gar nicht gegen die. Ja gut, tun wir sowieso nicht. Gegen Freezer schon, aber ist ein anderes Thema. Oh nein, Bosskampf nicht schon wieder. Schlechte Erfahrung. Okay, was müssen wir machen? Okay, hat Glück. Oh! Nein, ich hatte Pech. Oh. Dankeschön. So, jetzt aber. Voll in die Fingerkuppen. Ich breche die Nägel ab. Ja, ja. Goku, weg da, weg da. Ja, brechen die Nägel ab. Dieser Scheiß. Trans oder was? Wieso sieht man seine Nägel so gut? Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Haha. Der war knapp. Bis jetzt scheint es ziemlich easy zu gehen. Easy peasy, sag ich das nur. Okay, die nächste Phase, wie es scheint. Oh nein, nicht der Mist. Was ist denn jetzt los? Hab doch richtig getroffen. Achso, war zu langsam. Mein Fehler. Oh. Falsche Taste. Oh, ich bin doch kein PS3-Zocker, ich bin eigentlich ein Wii-Zocker. Nein, jetzt von oben! Du.
Bereich! Yes, Mann! Tschüss, Mann! Ups! Das war eigentlich fail, weil ich nur drauf gekloppt habe, aber das war im richtigen Moment. Egal! Kamehameha! Was zum Henker! Klick mal die Taste! Alter, was bist denn du für ein Magier? What the, hä? Oh, es geht weiter, wieso? Nein! Spenden der! Oh. Kann man diesen Attacken wirklich ausweichen? Ja, geht eigentlich echt easy, wenn man nicht so blind wäre wie ich. Nicht schon wieder! Oh, dankeschön! Hässliches Vieh. Hey! Ich bin ausgewichen! Dankeschön. So, jetzt aber. Oh Mann, ich bin schon im gelben Bereich. Nein, jetzt schon wieder! Mann! Oh, du. Den Bauchnabeltypi! Hey, ich war weg! Oh, Leute. Okay, und wieder war ich ausgewichen. So, jetzt aber. Okay, den von oben, den kann ich relativ gut blocken, aber die anderen sind scheiße. Nein, nicht schon wieder! Ah, meine Fresse im roten Bereich! Oh, Mann, ich will mich endlich verwandeln! Einfach Super Saiyan Power, ich brauche sie dringend! Nein, wow, der war knapp. Ich dachte schon, den kann ich mehr ausweichen. Ach, wie verdreckt denn der noch? Er ist doch auch schon gelb! Oh, bitte sag mir, dass das war. Hä? Hat er mir gerade die Zunge rausgestreckt? Du ungerobeltes Stück Dreck von einem Kind, hey, jetzt bist du völlig, Mann! Okay, ihr wird zwar gerade Majin Buu angesprochen, aber das kann gar nicht sein. Oder doch vielleicht in einer alternativen Zukunft, in der Gohan Buu besiegt hätte, dann wäre es möglich. Oh, ja, tschüss, Mann. Das war eine falsche Tastenkombi. Konzentrier dich mal ein bisschen mehr, Michael. Geht doch. Nein, ihr schon wieder! Wieso eben eine andere Taste? Mann, Goku, beende es endlich! Du hast keine Energy mehr. Okay, Mann! Nein! Es war wieder die falsche. Leute, ich kann auf die PS3-Kontrolle nicht sehen und auswendig, vor allem nicht so in so kurzer Zeit. Ja. Oberfail, totaler Fail. Mir fehlen die Worte. Passt wa? Fehlen, egal. Im nächsten Part geht es weiter in den Kampf gegen Janemba. Dann stelle ich mich zwar ein bisschen besser an, da bin ich mir sicher. Weil ich jetzt seine Kampfabläufe ein bisschen besser kenne, aber trotzdem. Das mit den Tastenkombis. Ja. Okay, eins müssen wir merken. Dreieck ist oben, Kreis ist rechts, Viereck ist links und das X ist unten. Kann ja wohl nicht so schwierig sein. Also, ich denke, beim nächsten Mal schaffen wir es. Und sonst beim nächsten Mal und ihr wisst es ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.